Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier mit dem CJ noch vom Burger Shot. Wir haben in der letzten Mission im OG Low sein Rhymebook gebracht, oder dem Mad-Dog sein Rhymebook ist es ja eigentlich. Und ja, wir sind ein bisschen dick. Wir machen jetzt aber weiter mit der nächsten Mission. Wir gehen jetzt zu dem kleinen C, wo wir dort unten sehen auf der Minimap. Das sind die Cash Cops oder wie sie heißen. Ich glaube, vorher haben sie eben noch angerufen und das ist gerade in der Situation, wo ich aufgehört habe mit der Aufnahme, haben sie angerufen. Darum ist die Szene nicht drin, aber die haben einfach gesagt, wir sollen sie treffen. Da können wir wieder mal voll verranzen, wie immer. Und das ist ja jetzt die Mission, dann, wo wir, glaube ich, müssen, so ein Vagushaus. Ein Vagushaus abbrennen lassen. Irgendwie doch es bei der Fahrt so spärlich jetzt, seitdem dass er so dick ist. Hat seine Fülligkeit oder seine Fettness eine Auswirkung auf sein Fahrverhalten? Kann das sein? Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen, aber jetzt irgendwie ist es doch ein bisschen klein und er zieht einfach nicht durch. Hey, Carl Johnson, CJ. Oh, shit. Come on over here, son. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself is crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him, and he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood, not even in a box. Get the fuck out of here. Gut, also jetzt müssen wir hier schnell noch Molotovs holen. Genau, das ist die Mission, die ich gemeint habe. Das ist jetzt da, wo der CJ seine Freundin bekommt. Wow. Und ja, wo erst können wir noch nicht, gell? Nein, kommt erst später. Und jetzt ernsthaft, weißt du, ich berühre das Auto ganz fein und ich kehre um. Am Anfang ist es so mühsam mit dem CJ Autofahren und Töfffahren. Er geht einfach immer um. Also vor allem Töfffahren oder auch Velofahren ist das so mühsam. Yo, what the fuck? Einfach voll mal ins Gebüsch hintergeflogen. Gibt's ja nicht. So etwas. Hat er rauffahren. Oh Gott, ey. Wieso nehme ich auch einen Töff? Wieso nehme ich auch einen Töff wieder, weißt du? Es ist doch immer das Gleiche. Ich kann einfach nicht Töff fahren. Oh, wenn ich jetzt wieder umgekehrt wäre, ich wäre gerade ausgerastet. So, also, da vorne haben wir einen Punkt, wo wir her können. Zum Molotovs holen, genau. Absteigen schnell. Ja, noch Granaten. Wäre viel besser gewesen. Aber jetzt müssen wir hier eine Hütte in Brand stecken. Das machen wir auch. Wow. Das Töpfzeug. Er fährt so spärlich, wenn ich links oder rechts einlenke. Es geht so lange, bis er reagiert. Das ist verdammt schlimm. Wow! So, also jetzt müssen wir hier die ganze Hütte in Brand stecken. Scheiße, das war super von mir. Hör auf brennen, CJ. Gut. Zum Glück habe ich noch Panzerung angehabt.
So. Das war nichts. So. Gut. Gut, dass wir das Mädchen retten. Dort oben sieht man sie, wenn man da unten steht. Ah ja, voll. Ah, nice. Habe ich gar nicht gewusst. So, gehen wir mal rein. Wir haben noch einen Füllwäscher geholt. Der ist schon da unten, glaube ich, irgendwo in der Küche. Oh, da komme ich nicht durch. Das Klo. Da. Also eigentlich müsste sie raufgehen und dann sagt sie eben, da unten 600 Füllwäscher irgendwo. Wo ist das Dings? Die Stege? Das ist doch irgendwo ganz hinten da. Ah, dort. Ach, das ist so eine blöde Mission eigentlich wegen dem Rauch da. Siehst einfach nichts. So. Der dicke Feuerwehrmann CJ kommt jetzt. Stand back. Put it out. Put it out. So. Oh God, I'm so scared. Oh my God, what was that? Hey, the building's starting to collapse. We gotta get out of here fast. Ist da noch Geld gelegen? Da liegt noch Geld. Geh weg! Ich will da rein Geld holen. Ah, der hat nicht. Holy shit. Give me a second, girl. Don't panic. Weißt du, jetzt noch da jetzt noch so Zeug gegeben. Feuerlöscher und Dings, Flammenwerfer hat es ja da auch noch gegeben. Das hat es nachher alles nicht mehr gegeben. Das ist urschade eigentlich. Da also San Andreas ist sowas so das ganze Waffenarsenal und so einfach so das Zeug, was du machen können. Ist schon recht fortgeschritten gewesen. Shit, the house is collapsing. Ja, ja, ich weiß. Hoffentlich kommt sie mit raus. Manchmal packt sie da, dass sie einfach drinnen bleibt. Ah, genau, eben, ich habe doch gedacht, da musst du eben warten, bis sie wirklich vor der Tür steht. Wieso stehst du jetzt dort hinten noch? Wegen dem Feuerli dort? Put out that fire quickly, Oh. quickly. Ja, ich bin da, ich bin da. Hallo, gang aus. So. So, kommst du jetzt? Hoffentlich geht es jetzt. Ah, jetzt ist es gegangen. Hey man, I owe you my life. I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Oh nein, das nehmen wir nicht, das Auto. Wir nehmen den da. Also, da fahren wir sie noch heim. Mit dem Voodoo, da hat er noch geil ausgesehen. GTA 5 sieht er nicht so geil aus. Just off Grove Street. No shit. What you doing in Vargo's hood? I like to live dangerously. You're CJ, right? Yeah, how you know me? Everybody in the Grove knows you and your brother. But I thought you'd run away. I never ran away, okay? I just needed to get away from shit. So, also, dann haben wir hier die Denise kennengelernt. What's your name? Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. So, dann haben wir die Mission erfüllt. Dann haben wir jetzt eine Freundin neu. Und dann würde ich sagen, wir machen hier eine Mission beim Rider. Wenn wir sie machen können, weiß nicht. Beim Rider ist immer so ein gewisses Zeitfenster noch. Ah, jetzt der.
Die Mission haben wir auch schon gemacht. Okay, in dem Fall habe ich hier noch eine Mission vergessen nachzuspielen. Dann mache ich die gerade schnell kurz, tue ich schnell überspringen, dass ich sie nicht noch einmal schnell anschauen. Gut, also, ich habe jetzt so schnell noch kurz die Mission gemacht. Wir fahren jetzt wieder zurück zum Ryder und machen die nächste Mission bei ihm. Das ist, glaube ich, dort, wo wir nachher zum Militärposten gehen. Ich weiß es aber nicht ganz auswendig, weil wir haben ja ein paar Missionen beim Ryder. Aber wir machen schon einen ziemlich guten Fortschritt mittlerweile, also missionstechnisch gesehen. Also Los Santos ist noch nicht ganz fertig, logischerweise. Aber wir sind doch schon gut unterwegs. Und ich denke, es geht nicht mehr so lange, bis wir ein bisschen so in das Hinterwäldlergebiet gehen müssen. Aber jetzt gehen wir hier zuerst mal noch schnell kurz zum Ryder und starten die nächste Mission. Hoffentlich geht es von der Uhrzeit her, aber ich glaube es schon. Es spielt, glaube ich, keine Rolle. Dann kriegen wir noch das Telefon über. What's up, sweet? We got a problem. Some punk-ass bass-ass fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. Okay, dann machen wir aber erst später. Hey, Ryder, what the hell you doing? Nigga, I couldn't find that wet I buried, so I'm making my own. strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of us. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Move. Yeah, sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something on board for you boys. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. You drive, CJ. Seeing as you missed the driver and all. Ah, not your shit. So, also das ist ja noch nicht die Mission, die ich gemeint habe. Das ist jetzt so mit dem Zug. Aber die ist auch geil. Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames then. Nah, I ain't rising to your shit, man. Wie der Ryder und der CJ sich immer gegenseitig anfielen, man, ist unglaublich. You love to give a homie a hard time. Just trying to keep my soldiers alive, nigga. By nagging them to death? Watch the road, motherfucker. The road. Yeah, here we go. That's our train, all right. Shit, look like some Northside Vagos got it first. Ja, der Ryder steigt auch einfach aus. So. Oh, what's this? We got ballers trying to crash the party? Look like Tenpenny told every gang in South Central. Man, we gonna smoke those baller assholes. Go check out the train, CJ. Steig hinten auf den Zug. So, da. Damn, what is that? Chill out, fool. We gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. I smoke 'cause it gives me Damn, not so hard. Fang einfach, motz nicht. Shit, I nearly dropped that one. Oh, yeah. And another one. Okay, CJ, that's all I can carry. Hop in the car and stab out, fool.
Man, we got one time on our tail. Ja, jetzt können wir noch schnell in Paint Spray. Gerade 3 Sterne bekommen, ey, krass. Head back to Grove Street, fool. Fool, hit the pay and spray. So, perfekt. Haben wir da unser Auto lackiert. Der Rider ist nicht weiss geworden. Und wir fahren jetzt zurück in Grove Street. Und dann haben wir schon die nächste Mission bestanden. So. Damn, homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash the shit. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Gut, haben wir die Mission auch bestanden. Respekt haben wir wieder bekommen, aber immer noch kein Geld gross bekommen. Unser Fett ist immer noch relativ hoch oben. 6 Pillen, okay, ist ein bisschen hoch, für das, dass wir so dick sind. Und Respekt haben wir jetzt mittlerweile ein bisschen bekommen. Ja, dann wäre es das mit dieser Folge von GTA San Andreas. Wie immer, lasst eine Bewertung da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und das Video teilen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder von GTA San Andreas. Bis dahin sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!